Frau Gscheid und ich, mir sagen das auch schon immer. Herr Professor, ich hätte noch was anderes. Neulich hat mir die Frau Gscheid erzählt, sie war im Klimaterium. Und das hat was mit den Hormonen zu tun und neben dem Weder. Aber das kommt mir jetzt schon komisch vor. Sie sind noch ein Professor und wissen alles. Können Sie mir das erklären? Sonst werde ich ja noch blöd sterben. Und meine Frau Haferl, das heißt nicht Klimaterium, das heißt Klimakterium. Manchmal meine ich schon, Sie sind ein bisschen dumm. Also, dann hören Sie zu. Um das 40. Lebensjahr nehmen die Organveränderungen an den Ovarien in Form von Follikelverarmung und Gefäßklerosierung zu. Die Insuffizienz der Lutealphase, die bereits in den Jahren zuvor eine verminderte Konzeptionsfähigkeit verursacht, findet sich frühzeitig. Trotz regelmäßiger Menstruation steigt die Anzahl an ovulatorischer Zyklen. Die Eierstöcke sezernieren. Hören Sie auf, da stirb ich lieber blöd. Was der Teufel das versteht. Kann man denn das nicht einfacher sagen? Müssen Sie mir aber mit einer Fachausdruckdiplom? Herrgott, nochmal nein. Man kann es auch ganz einfach Wechseljahre nennen. Da werden sie ein dicker, da schwitzen sie, da sind sie grantig und so wieder. Die einen haben gar keine Lust mehr zum Schnackseln und die anderen suchen sich halt nur junge Männer. So wie die Heidi Klum, gell? Oder die Frau Gscheid. Aber grantig und zwider ist für mich auch die meiste Zeit. Auch bei Männern gibt es ein vergleichbares Nachlassen der testikulären Hormonproduktion, das man als Klimakterium virili bezeichnet. Ist schon gut, Herr Professor, ist schon gut. Ich darf Ihnen gerne dazu hören, gell? Aber ich muss weiter. Gell? Entschuldigen Sie, ich muss weiter. Für gut, Herr Professor. Für gut, Frau.